Wenn uns etwas angetan wurde, Unrecht, ist die innerliche Reaktion meistens Rache. Dem zeige ich es. Können meine Kinder fragen am Morgen im Verkehr, ja, da muss ich mich auch manchmal zusammenreißen, wenn jemand mir das Vorrecht nimmt. Unversöhnlichkeit, Wut, Hass und Aggressionen sind die 4 Mauern einer Gefängniszelle, in der ich als Opfer eingeschlossen bin. Vergebungsbereitschaft ist der einzige Schlüssel, der die Tür von innen wieder öffnet und mich aus meinem gefangenen Zustand befreien kann. Ja, und wir wollen heute Morgen über Vergebung reden und ich nehme an, dass dieses Thema die meisten von uns etwas angeht. Ja, eigentlich nicht die meisten von uns, sondern jeder von uns. Stimmt's? Der ein Kind Gottes ist, der hat Vergebung erfahren. Wahre Vergebung, vollkommene Vergebung. Und wir werden auch mit diesem Gedanken schließen, aber bevor wir zum Thema Vergebung hineingehen, möchte ich gerne aus Römer Kapitel 12 mit uns lesen. Römer Kapitel 12, da geht es ja um praktische Liebe, praktisch gelebte Liebe. Und da lesen wir die Verse 18 bis 21. Römer 12, 18 bis 21. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es ist geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seiner Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ja, das Böse. Wenn uns etwas angetan wurde, Unrecht, ist die innerliche Reaktion immer oder meistens Rache. Dem zeige ich es. Können meine Kinder fragen am Morgen im Verkehr, wenn ich sie das zum Schule bringe, ja, da muss ich mich auch manchmal zusammenreißen. Wenn jemand mir das Vorrecht nimmt, ja, wenn jemand ein bisschen grob überholt oder wenn ich auf Bremsung muss machen, weil der da vorne keine Ahnung hat, ja, und so weiter und so fort, ja. Und die erste Reaktion, dem zeige ich es. Aber was ist es? Nichts anderes als Rache. Ja gut, vielleicht ist es da eher banal und trotzdem ist es nicht richtig. Aber so oft kommt dieser Gedanke der Rache und wir kommen dann nie in Frieden. Ich habe ein Beispiel von einer Person, die hat wahrscheinlich das Schlimmste erlebt, was ein Mensch erleben kann. Es war die Auschwitz-Überlebende Eva Moses-Kor, die als Kind Opfer grausamer Experimente von Josef Mengele war. Und sie erklärte Jahrzehnte später öffentlich, ich vergebe den Täter. Ich vergebe den Täter. Nicht für sie, sondern für mich. Vergebung befreit mich vom Hass. Vergebung befreit mich vom Hass. Statt in der Erinnerungen zu ertrinken, fand sie durch Vergebung innere Freiheit. Innere Freiheit. Mit diesem Gedanke möchte ich mit Gebet anfangen. Ja, aber Vater, danke, dass du uns frei gemacht hast. Durch deinen Sohn Jesus Christus, der alle Schuld auf sich nahm. Ja, unsere alle Schuld. Und so wie jetzt heilig und gerecht vor dir stehen, die wir Kinder Gottes sind. Weil alle Schuld wurde hinweggenommen. Danke für deine Gnade und Liebe. Und Herr, wenn wir jetzt dieses wunderbare Thema durchnehmen, Vergebung, öffne du unsere Augen, unsere Herzen, damit wir sehen diese Wunder aus deinem Wort. Damit wir das Kreuz von Golgatha schlussendlich sehen und verstehen, wie groß deine Vergebung an uns verlorene Menschen war und ist. Amen. Ja, Vergebung. Ja, was ist eigentlich Vergebung? Oder was ist Vergebung nicht? Mit diesem Gedanken möchte ich gerne anfangen. Ich habe einzelne Bücher dazu gelesen. Wir hatten
vor nicht längerer Zeit mal ein gutes Seelsorgerbuch bei uns im Verlag und der nimmt das gesamte Thema durch, Vergebung. Und da habe ich auch einzelne Gedanken herausgeholt in Bezug auf Vergebung, was es ist und was es nicht ist. Vergebung ist ein Gefühl. Nein. Vergebung ist eine ganz bewusste Willensentscheid. Nochmal, Vergebung ist ein ganz bewusster Willensentscheid. Ein anderer Gedanke. Vergebung ist nur möglich, wenn der Schuldige kommt und um Verzeihung bittet. Ja, wie war es bei dieser Überlebende, Auschwitz-Überlebende, Eva Moses? Da kam keiner. Und dennoch hat sie vergeben. Also Vergebung ist nur möglich, wenn der Schuldige kommt? Nein. Die Bitte des Täters um Vergebung ist sehr wohl hilfreich, aber keine Voraussetzung. Keine Voraussetzung. Vergebung ist Barmherzigkeit. Nein, ist es nicht. Vergebung kommt aus der gelebten Gnade. Ja, Barmherzigkeit sollten wir auch alle haben. Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit an uns ist es, dass er uns nicht sofort vertilgt, weil wir schuldig vor ihm sind. Seine Barmherzigkeit ist es, dass er nicht uns sofort bestraft, wenn wir mal einen Fehler machen. Es ist eine Geduld und Barmherzigkeit mit uns Menschen. Und diese Art Barmherzigkeit sollte auch wir haben mit unseren Mitmenschen. Barmherzigkeit garantiert, dass es auch funktioniert. Barmherzigkeit hat damit zu tun, nicht jeder von uns ist gleich. Jeder von uns ist ein Individuum. Und sind wir ehrlich, jeder von uns hat doch seine Ticks, nicht? So seine Besonderheiten, die vielleicht für den Nächsten nicht immer so sympathisch sind. Und genau da kommt Barmherzigkeit hinein. Geduld, ertragen, einander mal stehen lassen. Aber oft haben wir so diese Muster, so muss ein Mensch sein. Nein, Barmherzigkeit hat genau damit zu tun. Geduld, das ist Barmherzigkeit der Eltern gegenüber ihren Kindern. Aber umgekehrt auch Kinder gegenüber ihren Eltern. Auch Eltern sind nicht perfekt, stimmt's? Okay, die meisten sind einverstanden, ja? Barmherzigkeit brauche ich im Umgang mit den Fehlern und Schwächen meiner Mitmenschen. Vergebung ist was anderes. Eine andere Behauptung, ich kann teilweise vergeben und selbst bestimmen, wie viel ich dem Schuldigen vergeben kann. Nein. Vergebung gelingt nur ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Wenn eine bittere Wurzel noch da ist, wird echte Vergebung nicht möglich sein. Vergebung bedeutet auch immer vergessen. Das habe ich auch schon mal gepredigt. Ich musste mich ein wenig korrigieren beim Vorbereiten. Weil tatsächlich nur Gott kann vergessen. Nur Gott. Wir werden es noch sehen. Nur Gott kann vergeben und völlig vergessen. Aber Erinnerungen werden auch nach echter Vergebung immer wieder hochkommen. Aber sie belasten mich nicht mehr so sehr und rufen keine negativen Emotionen hervor oder Rachegedanken hervor. Jeder Christ muss bereit sein, sofort zu vergeben. Auch da, jein oder eher nein. Ja, wir müssen bereit sein zu vergeben. Aber Geschwister, wir müssen ehrlich sein. Manche Verletzungen brauchen Zeit. Manche Verletzungen brauchen Zeit. Ja, sogar sehr viel Zeit. Bis der Schmerz oder eine andere Folge erträglich geworden ist. Zum Beispiel bei körperlicher, seelischer Missbrauch. Da braucht es Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber diese Einstellung, ich will vergeben, muss dennoch da sein. Ja, was ist dann Vergebung? Vergebung ist der feste Vorsatz und das Versprechen eines Opfers, die Schuld des Täters nie wieder direkt oder indirekt zu erwähnen. Und Geschwister, das ist ein Problem, wo wir wahrscheinlich oft haben. Wenn wir hysterisch werden, werden wir historisch.
Ja, und dann, wenn dann wieder ein Konflikt da ist, dann kommen alte, schon lang vergebene Sachen heraus. Wie hat Korinther Bum so schön gesagt, wenn es vergeben worden ist, ist es im tiefsten Meer geworfen. Und da steht ein Schild, bitte nicht fischen. Fischen verboten, ja. Und so soll das auch bei Vergebung sein. Ja, Vergebung ist göttlich. Sie ist Basis aller guten Beziehungen. So gibt Gott uns das Geschenk göttlicher Vergebung, damit eine Beziehung überhaupt entstehen kann. Vergebung ist auch eine Garantie, dass eine Beziehung überhaupt bestehen und entstehen kann. Ja, so wie Gott mit uns umgeht, sollen auch wir miteinander, mit unseren Mitmenschen umgehen. Gott ist Liebe. Gott ist ein Barmherziger. Und Liebe und Barmherzigkeit kommt was noch dazu? Dieser eine Gedanke, Gnade. Gnade. Gnade, mit der er uns Menschen Vergebung schenkt. Achtung, Gnade vor Recht. Wenn es nach Recht wäre, wäre keiner von uns ein Kind Gottes. Auch nicht einer. Weil keiner von uns hat es verdient, ein Kind Gottes zu werden. Nicht einer von uns. Wir sind alle ohne Ausnahme, die wir Kinder Gottes sind, aus Gnade erlöst. Und da öffnen wir Epheser Kapitel 2. Epheser 2, da beschreibt Paulus diese wunderbare Gnade. 2, die Verse 8 bis 10. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Das sollte uns in eine tiefe Dankbarkeit hineinbringen. Was wir durch Gottes Liebe, Geduld, Barmherzigkeit und dann Gnade, was wir erfahren haben, Kinder Gottes zu werden. Ja, und wenn Gott vergibt, Geschwister, wenn Gott vergibt, verzichtet er auch für alle Ewigkeit auf Bestrafung, auf alle Ewigkeit für meine Sünde. Alles ist mir vergeben worden. Und er wird selbst niemals an irgendeine Schuld erinnern, weil alles vergeben worden ist. So lesen wir Micha Kapitel 7, ist unter anderem die Rede an das Volk Israel. Aber es beschreibt so wunderbar Gottes Vergebung. Micha Kapitel 7, die Verse 18 und 19. Micha 7, 18 und 19. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht allzeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wenn Gott vergibt, ist vergeben. Alles ist vergeben. Gott schenkt eine vollkommene Vergebung, zu der wir in die Perfektion nicht fähig sind. Das muss uns bewusst sein. Diese Art Vergebung ist göttlich. Von uns aus werden wir nie fähig sein für diese Art Perfektion. Und trotzdem ist Gottes Vergebung unser Maßstab als Kinder Gottes. Ja, Gottes Vergebung. Darum ist es immer auch wichtig zu sehen, was wurde uns vergeben, ist Maßstab
wie wir andere vergeben sollten, ja müssen. Und Hendrik hat ja dieses Gleichnis gelesen aus Matthäus Kapitel 18. Dieses Gleichnis ist, wenn man mal diese Details sieht, will uns eins zeigen, wie viel uns vergeben worden ist und was es heißt wiederum in Bezug auf uns gegenüber unseren Mitmenschen. Aber dann wieder auch diese eine Warnung, Achtung, wenn du nicht vergeben willst. Was heißt es dann für dich? Ja, Gottes Wort war sehr klar gegenüber die nicht vergeben wollen. Matthäus 18, ich lese nochmal Vers 21 und 22, da lesen wir, da tat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Also Petrus, er war ein Impulsiver und wahrscheinlich hat er ein bisschen übertrieben, wo er sagt, von seiner Sicht aus 7-mal. 7-mal ist schon mehr als genug. Ich frage euch mal ganz ehrlich, da kommt einer und da gibt euch einer von hinten so. Und ihr so, ja, ich vergebe dir. 5 Minuten später kommt er wieder, paff. Du, ja, ich vergebe dir. Was wird denn 4. Mal sein? Da kommt dann ein anderer Mensch heraus, ja. Den packe ich da mal. Ja. Und so war für Petrus ganz klar, 7-mal ist mehr als genug. Ganz einfach. Er dachte wahrscheinlich sogar, dass er gut dasteht vor Gott, vor Jesus. Wo er sagt, 7-mal. Und da kommt Jesus, und wahrscheinlich war Petrus Gott, paff. Hä? Jesus sagt was anderes. Jesus antwortet ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal. 70-mal 7. Also, wie viel? Wie viel? 490 Mal, okay, sehr schön. Ja, 7-mal zu vergeben, kurz nacheinander, ist sehr schwer. Aber da geht es um einen anderen Maßstab, um den göttlichen Maßstab. Jesus sagt, 7-mal reicht nicht. 70-mal 7. Maßstab für meine Vergebungsbereitschaft ist Gottes Vergebung mir gegenüber. Und das bedeutet, ohne Bedingungen zu stellen, ohne Limit, ohne irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Mit der festen Zusage, die Schuld nie wieder zu erwähnen. Wir sind natürlich nicht Gott. Wir werden nie in diese vollkommene Art wie Gott vergeben können. Dennoch wollen wir Gottes Maßstäbe kennen. Wir wollen vergeben können, weil wir als Christen selbst Gottes Vergebung erlebt haben. Jeder Einzelne, der ein Kind Gottes ist. Gott will, dass wir vergeben. Gott will das Beste, nämlich gute Beziehungen und seelische Gesundheit. Gute Beziehungen und seelische Gesundheit. Wir kommen noch Gott dazu. Ja, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, hat es Folgen, Geschwister. Und da warnt uns das Wort Gottes. Gottes Wort warnt uns, was geschieht, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Lass uns kurz in diese Gleichnis hineinschauen. Wir lesen, der Erste, der schuldig ist, wir lesen über 2 Personen, die eine Schuld haben. Der erste Person, Vers 24, und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Geschwister, 10.000 Talente. Ein Talent sind ungefähr 6.000 Dinare. 10.000 Talente wären dann 60 Millionen Dinare. Und von Matthäus Kapitel 21, da lernen wir, dass ein Tageslohn war 1 Dinar. Also somit der Person, der 60 Millionen Dinare schuldig war, hätte, ich habe es ausrechnen lassen, 164.384 Jahre arbeiten müssen. Ich sage es nochmal, 164.384 Jahre. Ach, der wäre lange am Arbeiten, ja. Also, Jesus nimmt bewusst diese Art Schuld zum Zeigen. Es ist eine Schuld, dem
den man gar nicht bezahlen kann. Unmöglich. Und da kommt der Nächste. Diese nächste Person hat eine Schuld von 100 Dinare. 100 Dinare wären ungefähr 3 Monate Arbeit. Das wäre an sich gut möglich, nicht? 3 Monate Arbeit wäre auch mühsam, aber es wäre möglich. Und somit der Schuld der erste war 600.000 Mal größer. 600.000 Mal größer als der zweite. Aber da kommt der erste Person und will den zweite Person seine Schuld nicht erlassen. Keine Vergebung. Nix. Und dieses Gleichnis will uns ja etwas sagen. Wir haben ja Vers 22 gelesen. Jesus antwortet ihm, ich sage dir, nicht bis 7 Mal, sondern bis 70 Mal 7 Mal. Er will uns zeigen, göttliche Vergebung ist unser Maßstab und nicht nach Menschenart. Der zweite, an sich hat er ja recht gehabt, der andere war ihm schuldig, diese 100 Dinare soll er auch dementsprechend bezahlen. Aber weil ihm so viel vergeben worden ist, warnt Gott. Und bevor diese Warnung kommt, wir müssen sehen, wer erkannt hat, wie viel ihm vergeben wurde, wird auch bereitwillig vergeben oder sollte so sein. Darum ist auch das Abendmahl so etwas Wichtiges. Weil beim Abendmahl, es ist nichts Mystisches, sondern es ist ein Erinnerungsmahl, der uns immer wieder fokussiert auf dem Kreuz von Golgatha, die Liebe des Vaters durch seinen Sohn Jesus Christus, der all unsere Schuld auf sich nahm. Es sollte uns immer wieder groß machen, wie groß unsere Schuld eigentlich ist und war. Ja, ist nicht mehr, weil es vergeben worden ist. Und wie groß die Liebe des Vaters ist durch seinen Sohn Jesus Christus, der uns alles vergeben hat. Und genau darum geht es ja um dieses Gleichnis. Erkenne, was dir alles vergeben worden ist. Und dementsprechend vergebe auch. In Matthäus 18, Vers 35 lesen wir, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Von Herzen seine Fehlung vergebt. Ja, und was wird mit dem geschehen, der nicht bereit ist, von Herzen zu vergeben? Das lesen wir Vers 34. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Folterknechte, ja, was sind diese Folterknechte? Und ich bin überzeugt, dass viele Geschwister auch, die nicht bereit sind zu vergeben, solche Folterknechten erleben. Ja, diese Folterknechten können innere Folter sein. Neurologisch, Depressionen, Angststörungen, psychosomatische Krankheit. Und genau davon will Gott uns bewahren. Weil wo du nicht vergibst, ist Zorn, bekommt Zorn Raum. Verbitterung, Wut. Durch mangelnde Vergebung leiden so viele Menschen, so viele Christen, Geschwister. Sie leiden. Eine Gemeinde leidet, weil unter Geschwistern keine Vergebung ist. Ganze Familien werden zerstört, weil in der Familie keine Vergebung ist. Da reden Geschwister nicht mehr miteinander und sie sind Geschwister im Herrn. Wenn wir als Geschwister im Herrn, also familiär und noch Geschwister, einander nicht vergeben, was wollen wir überhaupt noch jemand predigen wollen, der draußen ist? Was wollen wir über Versöhnung und Sühnung predigen, wenn wir nicht bereit sind, voll und ganz einander zu vergeben? Ja, Gemeinden werden zerstört, Familien werden zerstört, Beziehungen, Ehe und so weiter, wo Vergebung nicht bewusst da ist. Wir bekamen ein Zitat in den letzten Tagen, und dieses Zitat passt sehr gut, wo Verbitterung
nachtragen und unversöhnlich Platz ergreifen, da ist der Funktionskreislauf im Leib Christi gestört. Beleidigte Leute strahlen weder Licht noch Freude noch Kraft aus. Jesus will Menschen aus uns machen, die die Sonne des Erbarmens täglich aufgehen lassen für ihre Umgebung. Nochmal einer Teil. Beleidigte Leute strahlen weder Licht noch Freude noch Kraft aus. Beleidigte Leute, jedes Mal, wenn man mit ihnen in Gespräch kommt, wird dies angesprochen, was ihnen irgendwann in der Vergangenheit angetan wurde. Das ist nicht gesund, Geschwister. Ein schwellender Taubenkonflikt ist nicht wirklich ein gutes Bild, für Christen. Ja, noch mehr, für Christus. Für Christus. Ein anderer beschreibt es so: Unversöhnlichkeit, Wut, Hass und Aggressionen sind die 4 Mauern einer Gefängniszelle. Sind die 4 Mauern einer Gefängniszelle, in der ich als Opfer eingeschlossen bin. Nochmal, Wut, Unversöhnlichkeit, Wut, Hass und Aggression. Vergebungsbereitschaft ist der einzige Schlüssel, der die Tür von innen wieder öffnet, um mich aus meinem gefangenen Zustand befreien kann. Ich lese es nochmal. Unversöhnlichkeit, Wut, Hass und Aggressionen sind die 4 Mauern einer Gefängniszelle, in der ich als Opfer eingeschlossen bin. Vergebungsbereitschaft ist der einzige Schlüssel, der die Tür von innen wieder öffnet und mich aus meinem gefangenen Zustand befreien kann. Legen wir dies ab und handeln wir so, wie Gott es von uns erwartet. Ja, in Matthäus Kapitel 6, Vers 12, Matthäus 6, Vers 12, da haben wir das bekannte Gebet, Vater unser. Ich lese ab Vers 9, ich lese das ganze Abschnitt bis Vers 15. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Also unsere Beziehung mit Gott als unser Vater ist auch davon abhängig, wie wir andere Menschen vergeben, wie wir mit den Mitmenschen umgehen. Wenn wir nicht zum Vergeben bereit sind, erleben wir unsererseits auch nicht die befreiende Wirkung von Gottes Vergebung im Alltag. Nochmal, wenn wir nicht zum Vergeben bereit sind, erleben wir unsererseits auch nicht die befreiende Wirkung von Gottes Vergebung im Alltag. Aber jetzt, mit Recht, kann jemand kommen und sagen, ja gut, diese Gebet und die Vers 14 und 15, die wurde ja gepredigt noch vor das Kreuz von Golgatha. Und da haben wir ja gewisse Bedingungen mit Recht. Da steht ja, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Ja, was ist jetzt? Ist unsere Vergebung abhängig von gewissen Bedingungen? Was meint ihr? Ich sage mal so, jein. Eigentlich nicht. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus all unsere Schuld
auf sich genommen. Und so kann ich ohne Zweifel sagen, alles ist mir vergeben worden. Ja, wie sollen wir dann Vater unser verstehen? Und da kommt uns Paulus zu Hilfe. Wir müssen immer das gesamte Wort sehen und er sagt uns in Epheser Kapitel 4, Epheser Kapitel 4, Folgendes. Da geht es ja um Anweisungen für das neue Leben. Wie ein Christ leben sollte. Ich lese ab Vers 30. Oder ja, lass uns ab Vers 29 lesen. Das sind einfach wunderbare Verse, sehr praktisch auch für den Alltag. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit der ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und diese Verse sind sehr klar, nicht? Wir haben das ja vorher schon gesehen. Aber was sagt er? Alle Bitterkeit, Wut und Zorn. Und es ist genau Bitterkeit, Wut und Zorn, der uns nicht fähig macht, einander zu vergeben. Und dann geht er weiter. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also Paulus bestätigt in gewisser Hinsicht, was wir auch im Vater unser sehen. Aber er sagt, euch ist vergeben, genau darum solltet auch ihr vergeben. Und Achtung, was Paulus da sagt, da lesen wir nochmal Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Es ist ein Befehl. Es ist nicht, du darfst vergeben. Wenn es mal passt, dann vergebe, aber sonst bleib in dein Wut und Zorn und so weiter. Nein. Also wenn Jesus sagt, vergebt, gleich wie der Vater euch vergeben hat, oder weil der Vater, sagt Paulus ganz klar, es ist ein Befehl. Ihr müsst vergeben. Vergebung ist nicht eine Option. Vergebung ist schlussendlich dies, was jeder Christ, wiedergeborene Christ, machen will. Und da kommt genau der Punkt. Was ist, wenn ich nicht vergeben will? Und was sagt Paulus? Gleich auch, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Weil euch vergeben worden ist. Was geschieht, wenn ein Mensch nicht vergeben will? Gehen wir nochmal zurück in den Text aus Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht. Auf dem Moment, wo Vergebung nicht ausgesprochen wird, wo nicht wahre Vergebung da ist, da wird der Geist Gottes in uns betrübt. Betrübt. Und du wirst kraftlos bleiben, kraftlos sein. Du wirst nicht weiterkommen. Weil ständig kommt diese Wut und Zorn und so weiter in dir hoch. Ständig wirst du dich als Opfer sehen, anstatt der vergibt durch Jesus Christus. Und in Kolosser sehen wir genau der gleiche Gedanke. Kolosser Kapitel 3. Kolosser 3, da lesen wir ab Vers 12. Kolosser 3, ab Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilig und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also der Maßstab, der
Gott gesetzt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Wie Christus uns vergeben hat, sollte auch wir einander vergeben. Also wie oft? 7 Mal? 70 mal 7. Welche Schuld wurde uns vergeben, so sind wir auch bereit, andere zu vergeben. Und nochmal, Paulus sagt, ich lese nochmal Vers 13, ertragt einander und vergebt einander. Auch da Imperativ, Befehlform. Ihr müsst einander vergeben. Es ist kein Vorschlag, sondern ein Aufruf, Befehl, ja, ein verbindlicher Befehl. Vergebt einander. Vergebung ist für Christen kein Gefühl und keine Option, sondern ein willentlicher Gehorsamschritt. Ein willentlicher Gehorsamschritt. Der Geist Gottes befiehlt zu vergeben, Geschwister. Er befiehlt uns. Und er lässt uns ja nicht allein in dieser Vergebung. Er ist in uns. Er ist der, der Kraft gibt, um zu vergeben. Weil uns ja auch so viel vergeben worden ist. Ja, Vergebung hat viele positive Folgen. Viele positive Folgen. Wahre Vergebung befreit von inneren Lasten, Hass und Aggressionen. Vergebung bessert meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Weil wo keine Vergebung ist, ist der Geist betrübt. Da ist eine wirklich vollkommene Beziehung mit dem Vater nicht möglich. Vergebung befreit mich von der Opferrolle und hilft mir über die Sache zu stehen. Vergebung ist der erste Schritt zur Versöhnung mit meinen Mitmenschen. Vergebung wird sich positiv auf Ehe, Familie, Gemeinde, ja, eine ganze Umfeld. Vergebung macht eine Tat nicht ungeschehen, lässt mich aber besser mit den Folgen zurechtkommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht, dass es nichts geschehen ist, aber es lässt mich mit den Folgen besser zurechtkommen. Und ich habe da beim Forschen eine Botschaft, das war ein Mediziner, der geredet hat. Und der Mediziner selbst hat gesagt, wie wichtig Vergebung eigentlich ist. Er war kein Christ, aber er selbst hat gesagt, Vergebung kann uns von so vieles befreien. Wo Menschen zur Vergebung bereit sind, so wird gesagt, gibt es weniger Depressionen, Aggressionen, weniger Angst, weniger Stress, weniger Bluthochdruck und mehr Zufriedenheit, mehr Hoffnung, mehr positive Emotionen, ja, sogar eine bessere Durchblutung des Herzmuskels, ja. Und das ist aus weltlicher Sicht. Man kann es ganz einfach sagen, wer vergibt, lebt gesünder. Stimmt? Wir haben so viele Tipps heute online, wie man gesund leben kann. Ja. Aber beginn mal mit dem Wichtigsten überhaupt. Das wird dir viel, viel, viel helfen. Und das ist, wer vergibt, lebt gesünder. Eigentlich muss das sehr in sein momentan, weil alle schauen ja auf Gesundheit heute. Aber das ist auch eine innere Gesundheit. Geist und Seele. Und für uns als Christen umso mehr. Und ähnlich erlebte es, ich habe sie schon mal erwähnt, die Niederländerin Corrie ten Boom, die gemeinsam mit ihrer Familie Juden versteckt hatte und deshalb im KZ Ravensbrück gelandet war. Sie hat ihre Schwester verloren. Sie erlebte, wie ihre Schwester gestorben ist. Ihr Vater ist gestorben. Viele Freunde, Grausamkeit des KZ erlebt. Und nach dem Krieg begegnete sie einem ihrer früheren Wärter. Er bat sie um Vergebung. Er bat sie um Vergebung. Und Corrie beschrieb, wie alles in ihr dagegen rebellierte. Alles in ihr dagegen rebellierte. Und wie Gott ihr doch die Kraft schenkte, seine Hand zu ergreifen und zu sagen, ich vergebe ihnen. Später bezeugte sie, dass sie in diesem Moment eine Befreiung erlebte, wie sie nie zuvor gekannt hatte. Wie sie nie zuvor gekannt hatte. Und wenn man mal diese Geschichte liest, was
auch sie alles durchgemacht hat. Und dann sehen wir, welche Kraft Vergebung hat. Geschwister, Vergebung ist nicht Schwäche. Aus Hollywood wird meistens Rache als eine Stärke vermittelt. Es gibt viele Filme über Rache. Es gibt wenig über Vergebung. Vergebung ist aber nicht Schwäche. Sie ist die stärkste Kraft, weil sie das Herz heilt. Sie heilt Beziehungen. Und da müssen wir zurückblicken auf dem Kreuz von Golgatha. Jesus, er hängt unschuldig am Kreuz, verspottet, geschlagen, von den Menschen verworfen, rings um ihn die religiösen Führer, die ihn verhöhnt hatten, die römischen Soldaten, die ihn gequält hatten und die Menge, die rufte, kreuzigte ihn. Alle waren da. Wir müssen sehen, es ist die größte Ungerechtigkeit der Menschgeschichte je geschah. Der Heilige und Gerechte wird getötet. Der Heilige und Gerechte, der ohne Sünde war, wird getötet. Und genau hier, mitten im Leiden, spricht Jesus die erstaunliche Worte, und das sind die ersten Worte Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist dieses? Was ist das für eine Vergebung? Unverdient. Keiner der Täter bat um Vergebung. Und doch bittet Jesus den Vater, ihnen zu vergeben. Wow. Und es geht nicht nur um die Soldaten, die die Nägel schlugen. Es geht um die gesamte Menschheit, deren Sünde ihn ans Kreuz brachte. Unsere aller Schuld. Unsere aller Schuld. Diese Tat am Kreuz, unerschöpflich. Diese Vergebung ist die Quelle aller Vergebung. Auch 2000 Jahre später. Auch 2000 Jahre später. Es ist die größte aller Vergebungen. Alle menschlichen Beispiele von Vergebung, sei es Corrie ten Boom, sei es Eva Moses und viele andere, die Grausamkeit erlebten, sind letztlich nur Spiegelungen dieser eine größte Tat. Jesus vergibt seinen Mörder und zugleich der ganzen Menschheit. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und wir haben ein wunderbares Beispiel im Wort Gottes, wo wir sehen, ein Mensch voll dem Geist Gottes. Er erlebt auch nicht diese Art Ungerechtigkeit. Es war der erste Märtyrer in Jerusalem. Da lesen wir Kapitel 7 von Apostelgeschichte. Kapitel 7, ab Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist dies der Geist Gott, der Geist in dir, der andere vergibt. Eine vollkommene Vergebung, eine Vergebung ohne Bedingungen. Vollkommen.
Ja, weil Gott uns vergeben hat, müssen auch wir vergeben. Es ist kein Gefühl, keine Option, sondern ein willentlicher Gehorsamschritt. Vergebung ist ein Befehl Christi, gegründet auf seine eigene Vergebung am Kreuz von Golgatha. Ja, wer sich weigert zu vergeben, stellt sich selbst gegen die Vergebung, die er empfangen hat. Nehmen wir dies zu Herzen. Nochmal. Wer sich weigert zu vergeben, stellt sich selbst gegen die Vergebung, die er empfangen hat. Ja, wer erkannt hat, wie viel ihm vergeben wurde, wird auch bereitwillig vergeben. Amen. Ich möchte nur mit uns beten. Aber Vater, wir können nur staunen über deine Liebe zu uns verlorenen Menschen, zu uns rebellischen Menschen, wo wir von unserer Natur aus uns entfernt haben von dir. Sünde ist in uns. Und wir waren und sind nicht fähig, vor dir zu bestehen. Aber du hast es möglich gemacht. Durch deinen Sohn Jesus Christus, der all unsere Schuld auf sich nahm. All unsere Schuld ohne Ausnahme. Und dafür sagen wir Danke, Herr. Danke für deine Vergebung. Danke, Jesus, für den Weg, den du gegangen bist, bis zum Kreuz am Golgatha. Und dort am Kreuz, wo du sagst, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keiner kam zu dir, um Vergebung zu fragen. Ja, es war der eine, der Schächer am Kreuz. Aber die gespottet haben, die Soldaten, die geistliche Führung, das gesamte Volk. Und du, Herr, sagst, vergib ihnen. Und Herr, genau darum wissen wir auch, uns ist alles vergeben worden, die wir Kinder Gottes geworden sind. Und so lass dies auch reichlich in uns wohnen, Herr, durch deinen Geist, dass wir bewusst einander vergeben, dass wir innerlich vergeben und dies auch aussprechen, wo es nötig ist. Herr, du siehst jede einzelne von uns. Du siehst, wo eine bittere Wurzel eventuell da ist, wo vielleicht ein Konflikt da ist mit Gemeindemitgliedern, Familie, vielleicht Arbeitskollegen. Herr, wir beten, dass du dies wegnimmst und dass wir durch dein Reden es ernst nehmen und verstehen, es wurde uns vergeben. Genau darum wollen wir auch jetzt bewusst und aktiv vergeben, einander vergeben, weil wir Kinder Gottes sind. Aber Herr, du siehst auch die unter uns, die vielleicht heute da sind und dich noch nicht kennen. Herr, lass sie erfahren, dass sie in dem Zustand, in dem sie sind, Sünder, dass sie nie vor dir bestehen können. Und du bist, Herr Jesus, gestorben, damit sie nicht mehr in diesem Zustand bleiben müssen. Lass sie dies erkennen, sodass sie den Weg zu dir finden. Sündervergebung. All unsere Sünde ist vergeben worden. Und dafür sagen wir Danke. Amen.